Jawohl, Freunde. Weiter geht bei Dishonored. Der sagt, wir schleichen und meucheln wieder. Ganz bohrisch. Pass auf. Sie sitzt da rum. Und ich muss jetzt zu Sokolov. Den haben wir doch in der letzten Folge entführt. Und den müssen wir noch ein bisschen verhören. Mal schauen, was er so weiß. Hey Baby, wollt du zu mir? Jetzt hab ich gerade keine Zeit. Bin ich gerade aufgestanden. Der Aufseher Martin. Gibt denn eine Brotzeit? Scheinbar nicht. Gibt noch nicht mehr Freibier. Na gut. Dann gehen wir zum Sokolov. Guten Morgen, Corvo. Was sagt er? Ich glaube, Sokolov ist aufgewacht. Der Admiral ist bei ihm. Sie werden sicher anfangen, sobald Sie dazukommen. Ja, Mann, komm schon. So, da gibt es ein bisschen Kupferdraht. Für den Geldbeutel. Der Wall ist dort fegen. Die alte Feger. Ja, und der Piero. Hat zugemacht. Warte mal, blinken da. Erz. Geheimnisse. Die kappte Zähne. Kohle brauche ich. Da ist wieder mal der Pendleton, der alte Säufer. Hoffentlich kooperiert Sokolov. Ich hoffe, er würde noch einmal mein Porträt malen. Dann nur mich. Er macht da keine Sorgen. Er kooperiert schon. Wenn ich nachhelfen muss. Herr Baum, wie schaut denn aus? Kaiserlicher Arzt, ich glaube, Sie kennen Corvo noch aus früheren Zeiten. Allerdings weiß er, was Loyalität bedeutet. Ich bin mir selbst loyal. Ihr jedoch verkehrt mit dem meistgesuchten Mann des Kaiserreiches. Ich glaube, Was hast du Corvo meist hat mit gesucht? dem Tod der Kaiserin nichts Bin der zu meist tun. gefragteste Mann. Der Meisterspion, oder der Lordregent, wie er sich jetzt nennt, ist ein skrupelloser Tyrann, der diese Stadt zerstören will. Das Herz des Kaiserreichs. Sie irren, wenn Sie glauben, ich wäre ein Freund des Lordregenten. Was auch Ihr Plan ist, Ihre Abschreckungstaktik funktioniert bei mir nicht. Ja, Wenn schau da ich es dumm. nicht schaffe, Sokolov, dann vielleicht diese Ratten. Selbst ohne die Seuche im Blut habe ich gehört, dass Ratten ein Kind in einer halben Minute bis auf die Knochen abnagen. Und Schlimmeres, wie lange, bevor sie reden? Bis sie betteln zu reden? Ratten? Sind das jetzt Ihre Freunde, Admiral? Hey, sind ja meine Freunde. Es sind ihre Freunde, die uns interessieren, Sokolov. Sie haben ein Bild der Geliebten des Lordregenten gemalt. Der Edelfrau, die mit ihrem Vermögen das Militär finanziert. Sie ist der Schlüssel zur Kontrolle des Lordregenten über die Stadt. Und wir wollen ihren Namen. Es tut mir leid, Admiral, ich kann Ihnen nicht helfen. So, die haben da einen Sokolov in den Hundezwinger gespielt, schon. Ein großräumiger Zwinger. Pass auf. Was gibt's noch mit? Sokolov, ich komm gleich. Jetzt muss ich ein bisschen abschauen. Wie kann die Staube gehen? Das hat die Heilkräuter. Etwas Erz. Nein, eine Heilung. Ja gut, die brauche ich nicht. Bekanntermaßen kann ich gerade 10 mitnehmen. Mehr geht nicht. Okay, Meister. Jetzt können wir verhören. Sie sind Teil dieser Unruhen, doch ich weiß, dass Sie Ihre Gründe haben. Ja, in der Tat. Alles, was wir brauchen, ist der Name der Geliebten des Lordregenten. Mehr nicht. Den werde ich Ihnen nicht verraten. Sie müssen die Worte schon aus mir rauszwingen, doch ich warne Sie, meine Willenskraft ist legendär. Der Sokolov und seine legendäre Willenskraft. Aber, die können wir brechen. Mit Bestechungsmitteln oder mit den Ratten, ha? Nimm die Ratten. Mit der Macht der Ratten geht Tut mir alles. leid, Sokolov. Nein, keine Ratten. Da springt er. Aufhören! Ich sag Ihnen alles, was Sie wissen wollen. Ich bin verpflichtet, Dunwalls größtes Genie zu retten. Ich kann Ihnen nur sagen, dass ich Sie weder sehen noch Ihren ganzen Namen hören durfte. Sie nannte sich selbst Lady Boyle, verstehen Sie? Ich habe ihre Rückenansicht gemalt. Und selbst die ist bezaubernd. Aber ich Der hat weiß den Arsch nicht, gemalt. welche Boyle es ist.
Sie sollte mir heute Abend auf einem Maskenball zu Ihren Ehren vorgestellt werden. Ein Termin, den ich jetzt wohl verpasse. Ein Maskenball im Hause Boyle? Heute Abend? Das passt hervorragend, Corvo. Aber die Boyles sind reich und skrupellos. Also wird ihr Haus gut bewacht sein. Natürlich haben Sie schon eine Maske. Nicht wahr, Corvo? Ja, sie werden sich unter sie mischen, wenn sie einmal im Haus sind. Sie müssen herausfinden, welche der Boyle-Damen es ist und sie dann irgendwie eliminieren. Wir sind fast am Ziel, Corvo. Wenn sie das heute schaffen, können wir den Lord-Regenten selbst besiegen und Emily auf den Thron setzen. Mögen ihn günstige Winde wehen. Eine Party. Trifft die gut. Brauche ich ein bisschen Abwechslung. So, der Pendleton. Möchte noch was? Wie ich höre, sind Sie zur Feier der Boyles unterwegs. Ich habe nur eine kleine Bitte an Sie. Geben Sie bitte Lord Shaw diese Nachricht. Sie erkennen ihn. Ein eher grober Mann in einer Wolfsmaske. Und er sucht wohl nach mir. So, der will für diesen Pendleton am Postboten spielen. Praktisch. Nicht mehr wollen oder Kammerjäger. Okay, Leute, da ist Song. Auf zum Bootsmann. Aha. Siehst du da unten? Waren Sie mal in der Seeschlacht? Aber natürlich. Haben Sie Piraten gesehen? Welche versenkt? Selbstverständlich. Dutzende, oh ja. Aber das ist nichts für junge Mädchen. Aber ich werde Kaiserin werden, oder? Dann muss ich selbst viele feindliche Schiffe versenken. Das machen Kaiserinnen Die Kaiserin. doch, oder? Und dann sitzen sie es auf den Thron. Gewiss. Im Klo Ich drin. wusste es. Ich habe gelesen, dass Piraten Hexen an Bord haben, die Stürme beschwören und Wale befehligen können. Stimmt das? Ja, nun, größtenteils. Lassen wir das jetzt. Na gut. Ja gut, Schluss mit die Piratengeschichten. In der Golden Cat sah alles so schick aus. War irgendwie anders schick als im Palast. Madame Prudence sagte, dass die Damen dort Prinzessinnen wären und die Männer kämen, um sie zu bewundern. Pass auf, wir crashen jetzt die Party. Samuel, bin bereit. Der Maskenball der Boyles, wie? Eine spaßige Sache, aber nicht für jeden. Bereit? Ja, Mann, auf zum Anwesen. Der Lord-Regent legt sich für die Boyles ins Zeug. Dachte nicht, dass hier heute Tallboys patrouillieren. Pass auf, Corvo. Die verstehen keinen Spaß. Die gute Nachricht, wenn sie es auf die Feier geschafft haben, werden sie dank ihrer Maske gar nicht auffallen. Genießt den Abend mit Menschen von wahrem Format. Besser hier als ich. So, jetzt haben wir im Bezirk der Anwesen. Was hat er gesagt? Tallboy oder Callboy. So wie schaut denn aus? Da gibt eine Rune. Was hat denn die so? Was hat den Deppen von der Brücke gehauen? Da gibt es ein Knochenartefakt. Aha. Das hat jetzt Haus erst mit Omi. So eine Rune. Der Callboy. Der hat da gefallen. Geht das also? Da liegt ein Weiner. Unautorisierte Eindringlinge werden ausgewiesen oder an Ort. Verstehe. Da oben drin hat. Er stolziert da drum rum. Und da feiern's. Aber bevor wir mitfeiern, sagen Sie mit auf. Okay, Kobo, auf du. Ja, da ist ja ein Weiner. Geh du, Lutz.
Tagebuch der Lumpengräfin. Ja gut, das interessiert mich nicht. Oh. Wie schaut denn aus? Wie schießt denn? Panik. Ja, da drunter. Also. Der schießt mir das Leidenschaft. Kann das oben, ja? So richtig. Diese Weiner. Lettige Kundschaft. Und da haben wir die Rune. Unterwegs zu einer Feier, Corvo? Davon hast du also geträumt? All die Monate im Gefängnis von Coldridge, während du auf den Henker gewartet hast? Reichtum, schöne Frauen in der neuesten Mode, Gelächter und tivianischer Wein und dann die Gastgeberin Lady Boyle. Ich sehe all ihre Tage und weiß, entweder stirbt sie heute durch deine Hand oder sie verbringt Tage, Monate und Jahre fernab, während ihre feine Kleidung zu Lumpen zerfällt und ihr seidiges Haar stumpf und grau wird. Die halbe Stadt sieht den Lichtschein der Feier und träumt von ihren Köstlichkeiten. Wirst du das alles zerstören? So oder so, es wird Lady Boyles letzte Feier. Nach Monaten im Gefängnis. Feiern wir eine gescheite Party. Zur Abwechslung. Artefakt. Aha. Du, wie schaut denn aus? Die Wurfhand. Du kannst Gegenstände etwas weiterwerfen. Und Runen habe ich auch nicht. Geht doch nichts. Und die nächste Rune ist dort rund im Kühlnass. Ein paar Aufseher gingen vorbei und hatten eine ihrer... Oh, da drüben, hä? Die Pestkranken. Pass auf, wir planschen. Ich glaube, das ist der sicherte Weg. Fällt bestimmt nicht auf, wenn du nur durch den Kanal planscht. Pass auf, was sagst du jetzt? Jetzt könnt ihr die Nachtsicht ausbauen. Auf Stufe 2. Machen wir. Die verbesserte Nachsicht schaut bestimmt nicht. Und jetzt müsst ihr die Dumme. Zur Feier. Nach gestern Nacht dein eigenes Kommando bekommst? In der Tat, das glaube ich. Pass auf, jeder Lump. Oh, bleibt ihr doch. Und am besten machen wir es unauffällig, gell? Scheiße. Der Callboy. Der stolziert da hinten rum. Was soll ich denn Meter? Geh zu. Wie schaut denn aus? Aufgefallen? Bloß nicht. Da war ich schnell wie der Wind. So, jetzt sagt er, die Feier findet auf neutralem Boden statt. Und wir müssen uns unter die Gäste mischen. Ich mische. Was für eine Festung. Wart ich... Oh nein, meine Einladung. Matty, jagen Sie ihr nicht Was sagt die? hinterher. Sie wissen nicht, Einladung. was in diesen Gebäuden ist. Kein Ort ist mehr sicher. Ich verstehe nicht, was Die aus Einladung dieser zur Stadt Feier. geworden ist. So, wie kommen Sie da her, schön?
Ja, der Puppen am Oh Kopf. ja, sie werden die gleichen Kostüme in 3 verschiedenen Ja, aber Farben tragen. Und wir müssen raten. Noch eine ihrer exzentrischen Da hat der Ideen. Freak schön. Uns bleibt wohl keine Wahl, als mitzuspielen. Das wird brillant. Das wird sicher unfassbar lang. Ja, gleich mal eine gute Meinung. So, jetzt kann ich meine Einladung da vorzeigen. Ihr stolz drauf seid, Beim Türsteher. Sollen wir? Ihre Einladung, Emma bitte. bestand darauf, uns vor dem All zu treffen. Ich werde mir von der Warterei noch die Seuche holen und sterben. Das würde ihr sicher gefallen. Warum wartet ihr nicht hier wie ein echter Gentleman? Immer hier entlang, während Sir. wir hineingehen und uns über Emmas Stil lustig machen? Immer hier entlang. Wo Ich entlang? bin schließlich kein Gentleman. Deswegen könnt ihr es auch hier machen. Was ist denn das? Der Witzbold. Sie ist nur hier, um Almosen zu ergattern. Sie muss verzweifelt sein. Wann haben die Boyles jemals etwas verschenkt? Ach so, hört ihr, Vielleicht hört ihr. hofft sie, das Spiel zu gewinnen. Das Leben wäre ohne diesen Tratsch sterbenslangweilig. Wir sterben vermutlich schon beim Warten auf. Was für eine Maske. Kranker Typ. So, mir, ha? Verdammt, ich will ein Glas Wein. Schon wieder so ein Spiel. Die waren früher mal lustig, aber heute? Worum geht's heute Abend? Wir spielen wohl wer? Ihre Haare und ihr Make-up. Der Lord Shaw. Ach so. Aber eine Trinke. Der war doch der Typ mit der Wolfsmaske, oder? Kann ich sein? Die Feier der Bolts. Die Feier ist diesmal drin. Willkommen im Haus Boyle. Die Lage ist schlecht. Könnte es um die Stadt noch schlechter stehen? Die Chancen stehen gut. Du sag mal, Lord Shaw. Hat er Lust auf einen Brief? Ja. Pendleton? Was hat er mir zu sagen? Pendleton ist ein feiger, lügender Drecksack. Ich hoffe, er bezahlt sie gut. Ja, zumindest eine gute Meinung vom Lord Pendleton. Die Feier der Bolts. Kalte Nacht, Sir. Drin ist es wärmer. Was für eine schräge Maske. Okay, Freunde. Wir stürzen uns in die Party. Sie sieht genau. Mal schauen, was mal Hallo. geboten wird. Die Boyles wünschen.